Merci, Herr Präsident. Gleichheit zwischen Mann und Frau auf der Arbeit, gleiche Lohn für gleich oder gleichwertig Arbeit, müssten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir auch, wenn wir die sogenannte Pay Gap, also Differenz ob der Moyenne vom Bruttostundenlohn zwischen Männern und Frauen, mit den Jahren konstant draufgegangen ist, verdienen Frauen heute zu Lützeburg laut Eurostat noch immer 8,6% Männer wie Männer. 2002 lagen wir noch bei 19% Differenz. Per rapport zu der europäischen Moyenne von 16,3 stehen wir da auf der 5. besten Platz eigentlich nicht so schlecht. Letzten Monat hat der Stadtex einen neuen Rapport zur Gehälterstruktur präsentiert. Und daraus erschließt sich, dass nicht nur der Schulaufschluss und die Ausbildung den Ausschlag für die Hälfte von der PAI, aber auch das Geschlecht. Für zweit ist auch die Fonction publique da mit dran. Dadurch kommen Frauen 2014 bei einer Vollertage an der Moyenne Jahresgehalt geguckt, nimmen auf 6,1% Männer wie Männer. Am Jahr 2014 und Männer am Privatsektor aber 10% mehr verdient wie Frauen. Besonders krass ist der Gehaltsunterschied bei Frauen aus Drittländern. Bei der Fonction publique, also der Administrationen an den Enseignement, ist die Lohngleichheit schon am Statut verankert. Sie steht positiv da, ergibt das Licht an den Gegenteil, weil Frauen haben am Durchschnitt 2% mehr verdient, wie hier männliche Kollegen. Sie besetzen aber, muss ich so, verstärkt mit hoch diplomiert Posten, besonders am Enseignement. Da stellen auch die Frauen 40% von den Angestellten gegenüber von 31% am Privatsektor. Für CSV sind die bleibenden Ungleichheiten inakzeptabel. Diese Ungleichheiten bestehen aber. Ob schon laut Stadtec Berufstätigkeit von den Frauen ständig herabgeht, an 2014 bei 65% lag, gegenüber von 70% bei den Männern. Ob schon 55% von den Frauen zwischen 30 und 34 Jahren einen Hochschulaufschluss vorweisen, gegen 50% bei den Männern. Ob schon es sind 1974 reglementarische Maßnahmen zu Lützeburg gibt über Gleichheit von der Preis von Mann und Frau und Gleichbehandlung auf der Arbeit. Ob schon das Arbeitsrecht zum Beispiel sind 2004 vorgesehen, dass an all Kollektivverträgen das Prinzip von der gleichen Behandlung von Frau und Mann muss dranstehen. Das ist allerdings ohne Obligation de Resultat, das heißt, kein Patron ist gezwungen, für seinen Betrieb konkret Aktionen zu machen. Ob schon auch Sozialpartner zum Beispiel sind 2009 einen Akkord aufgeschlossen über die Gleichheit zwischen Mann und Frau mit einer Reihe von konkreten Objektiven. Mit muss ich sagen, wir verdanken nicht größtenteils den Initiativen von der europäischen und internationalen Gemeinschaft, dass auf dem Gebiet Fortschritte kommen. Die Lohndiskriminierung ist aber en fait nicht groß, weil wenn wir die Differenz Gesamtverdienst gucken, das heißt, Männer Stundenlohn, mehr Teilzeitarbeit, mehr Unterbrechungen an der Berufskarriere, kennt Lützeburg laut Eurostat auf ein Gap von 31,4% bei einer EU-Moyenne von 41%. Für was haben Frauen eine andere Position an der Arbeitswelt wie Männer? Mädchen wählen weiterhin hinter Jahren dieselbe beruflich schwer. Es besteht eine Aufsünderung an bestimmte Berufssektoren. Wie sind das? Die Restauration, der Bootssektor, der Gesundheits- und Pflegebereich, den Bürobereich und den Handel, ein anderem an der Wand oder bei der Käse. Auch am Enseignement und an der Magistratur stehen mit über 60% an der Fonction publique Frauen auf den Posten. Frauen sind auch immer vielen mit technischen und wissenschaftlichen Berufen unterrepräsentiert. So finde ich kaum eine Frau als Bauarbeiterin, Mechanikerin oder Chauffeur, zwar schon ein bisschen mehr bei den Ingenieuren oder Informatikern. Frauen sind auch mehr oft an Berufen mit Männerqualifikationen an prekären Arbeitsplätzen an eben auch Männer gut bezahlt. An der Moyenne kriegen 17% von den Frauen den Mindestlohn gegen 9% von den Männern. Und die Diskrimination besteht daran, dass bei den mehr typischen Frauenberufen nicht derselbe Wert zugemessen wird wie bei den Männerberufen, bedingt durch gesellschaftliche Stereotypen. An enger an derselben Sparte gibt es Fälle, wo der Mann besser bezahlt wird wie eine Frau. Wenn noch am Anfang von der Berufskarriere die jungen Frauen nicht so schlecht durchstehen durch ihr hohen Schulaufschluss, geht die Lohnschere am Alter deutlich auseinander zugunsten von den Männern. Weil Frauen unterbrechen ihre Berufskarriere teils oder ganz, wenn es der Kannererziehung
ob das Funktion publik oder ob das Privatsektor ist. So sitzen sie laut Eurostat 2016 36% op Deelzeitposten gegenüber 6,2% bei den Männern. Die Haushaltsarbeit, Kannererziehung an Pflege von den älteren Leuten, die sogenannte Care-Arbeit, ist noch immer Frauensache. Und an der Moyenne machen das 4 Stunden pro Tag aus, also 2-mal mehr, wie das bei den Männern der Fall ist. Und das, ob schon, dass der Staat an den vergangenen Jahren viel Anstrengungen gemacht hat, für die Familien das Leben mehr einfach zu machen, durch die Aufhebung vom Congé parental, der Teilzeitarbeit, der Checkservice, den Ausbau von der Betreuungsstrukturen für Kinder und ältere Leute. Ein Problem bleibt weiterhin die sogenannten negligierende Plafond. Das heißt, der Nichtzugang für Frauen zu Führungspositionen am Fall, wo die Männer hichpei. Laut einem Bericht von der Internationalen Arbeitsorganisation platziert Lützeburg sich auf der 84. Platz von 108 Ländern, was die Proportion von Frauen auf mittleren und höheren Kaderposten angeht. Auch die Repräsentation von den Frauen an der privaten Verwaltungsrat liegt nicht mehr bei 20%, an die bei den börsenkotierten Betrieben die 12%. Insgesamt steht aber auch der Staat besser da, an das sind 2015 von 27% auf 32% vom Staat genannten weiblichen Administrateuren abgegangen, an den insgesamten Prozentsatz von Frauen an denen Gremium liegt aber nur bei 25,66%. Herr Präsident, CSV begrüßt, dass man heute Lohngleichheit für Frauen und Männer für gleich oder gleichwertig Arbeit an einem neuen Kapitel am Arbeitsgesetzbuch verankern. An der Rapporteur Marc Angel, dem ich auch einmal merci so für seinen exzellenten schriftlichen und mündlichen Rapport, den nur das auch alles am Detail erklärt, da vergehen ich auch nicht mehr auf die Details frohen an. Jedenfalls hofft CSV, dass die genaue Beschreibung von den Elementen von einem gleichwertigen Lohn Daclo für die betroffenen Frauen nicht einfach mischt. Und auch begrüßen wir, dass Sanktionen für die Patronen effikaz und aufschreckend sind. Die Umsetzung vom Gesetz steht auf Feld aber auch mit der ITM oder der ITRAM, der Gewerbeinspektion also. Sie war bislang schon auch mit der Kontrolle beauftragt, damit aber ziemlich überfordert. Es sind auch keine Donnerien da, wie viele Planten gemerkt werden. Wir haben die Diskussion noch gehabt an der Arbeits- und Beschäftigungskommission den 30. Mai, wo ich als Invité dabei war. Aber bedauerlicherweise war der Procès-verbal von der Sitzung noch nicht approviert, was eigentlich auch nicht Usus ist, wenn ein Projekt zur Aufstimmung vorliegt. Die TM hat Recht, Abblick an Paien zu kriegen. Aber alles zu kontrollieren, auch Primen, hat Herr Minister gemeint, gibt sie nicht packen. Auch kein Wunder mit all den neuen Missionen, die sie dabei kriegt, aber mit über 32.000 Betriebe, die wir haben. Außerdem kann sie auch nicht mehr intervenieren, wenn die betroffene Person dadurch will. Froh als trauen die Personen sich dann nur echt der Plan zu feiern. Könnt eventuell ein speziell Urlaubsplatz auf die TM für das Problematik. Aber wie kommen Delegationen aus der Zweckmilchen raus, dass die Gehälter eigentlich unter Berufsgeheimnis fallen, und sie eigentlich Stolo nicht ganz viel Handhabung? Herr Präsident, CSV hofft auch, dass die Abwertung von Aktion positiv durch das heutige Gesetz Plus bringt. Laut der neuen administrativer Praktik muss der Betrieb dokumentieren, dass einerseits die internen Lohngleichheit kontrolliert wird, mit Hilfe von dem Schweizer Lohngleichheitsinstrument LOGIP, ohne aber die Löhne offen zu legen. Und andererseits, dass es sich konkret objektiver auf 2 Jahre gesagt wird, für mehr Frauen und Entscheidungsgremien zu fördern. CSV begrüßt das weiterhin freiwillige Initiativ, aber wäre zugleich froh, ob, wie an den verschiedenen Avien, sind die administrativ Oblohen nicht so viel Englisch für die Betriebe, riskieren sie auch nicht echt der Schuss nur handeln zu gehen. Aber was geschieht, wenn die Objektiver nicht erreicht sind? Das positive Aktionen, die goufen schon unter der Viergänger CSV-Ministerische Marie-José Jacobs und François Hetto für die Betriebe lanciert. Und sind 2001 sind sie auf der Staat, an 2012 auf Gemengen ausgeweitet und haben auch hier Prüfe gemacht. Haben das positive Aktionen genug Visibilität noch außen, für auch weiter Betriebe zu motivieren? Müsste die Regierung nicht auch weiter Incentive gehen, zum Beispiel durch Berücksichtigung von Entreprisen, die das Label Aktion Positiv haben, bei öffentlichen Ausschreibungen? CSV unterstützt jedenfalls eine differenzierte Approche, die auf den Dialog mit den Betrieben setzt, an die zu einer gesunden Mischung, zu einer Diversität
von kompetente Leute auf alle Niveauen an der Entreprise feiert. Das an einem selber bestimmten, aber natürlich nicht zu lösen Rhythmus, und mit der nötigen Flexibilität je nach Sektor. Was Quoten an der Verwaltungsräte, aber der börsenkotierten Entreprisen angeht, unterstützt CSV Direktiv Reding. Mit der Datenbank vom Female Board Pool, die potenziell Kandidatinnen aus diversen Bereichen ablöscht, auch von der früheren Minister Schetto initiiert, dürfte jedenfalls kein Betrieb mehr sagen, es gibt keine kompetente Frauen mehr zu finden sind für einen Verwaltungsrat. Gerade so wichtig ist aber auch eine Vernetzung von den Frauen. CSV meint an erster Stelle, der Staat soll auf ein kohärent Weise mein Beispiel vorgehen. Und ich zitiere meine Fraktionskollegin Martin Hansen am Kader von der Debatte zum Gesetzesprojekt über den Fonds National de la Recherche am Sektor Public. Ich will aber noch einmal darauf hinweisen, dass wir als CSV, sowie auch der Conseil d'État, es besser fand hätten, wenn ein allgemeines Gesetz für alle Etablissements publique gemacht hat, für eben zu verhindern, dass man all einzelne Gesetze müssen aufpassen, respektive zu verhindern, dass das im Olenkier könnt an ein Gesetz vergessen. Ende vom Zitat. So dann noch nur effektiv kürzlich geschieht beim Gesetzesprojekt zu dem neuen Fonds du Logement. Weil du hat die Regierung vergessen, ihren eigenen Regierungsprogramm umzusetzen, am Juni natürlich als Opposition da müssen darauf aufmerksam machen. Dürfen wir froh, hat die Regierung nicht besser auf dem Punkt umzudenken. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine gesellschaftliche Gesamtstrategie an eine Betriebskultur nicht für die Frauen, aber für das als 50% von den Talenten nicht verloren gehen. Geht die Girls und Boys die für die Berufsorientierung durch? Wie Frauen auf mehr zukunftsorientierte Arbeitsplätze, zum Beispiel im Bereich von der Wissenschaft, an der Informatik, an der Kommunikationstechnologien, besser orientieren? Was machen für einen besseren Zugang zur Weiterbildung an der beruflichen Umorientierung? Wäre es sinnvoll, eine Sensibilisationskampagne zu machen an den Betrieben für die neuen gesetzlichen Maßnahmen vorzustellen? Wie kriegen wir Work-Life-Balance hin für Frauen und Männer, und zwar so, dass sie den Schwach haben, für Berufs- und Familienleben selber zu organisieren? Dazu gehören eine andere Menge angepasste Arbeitszeitorganisation und auch mehr Männer, die sich an der Care-Arbeit investieren. Als Potenzial von den Kollektivverträgen genug ausgenutzt? Europäisch gesehen, als an Betrieben, wo Kollektivverträge bestehen, Gehaltsdifferenz zwischen Männern und Frauen nämlich viel Männer hoch. Und ich verweise hier auf die juristische Studie von Vivian Ecker zu dem Thema. Müssten Sozialpartner nicht ein bisschen mehr auf die Problematik sensibilisiert und formiert gehen. Wie das auch Herr Minister aufgesagt für den Aktionsplan Egalité obligatorisch für die Betriebe über 50 Angestellten anzuführen, soll die nicht ein einfaches Instrument schaffen, mit dem sich Geschlechtsneutralität besser überprüfen und noch regelmäßig suivieren lässt. Am Ausland gibt es schon verschiedene so Modelle. Wir sehen nicht die Informationen von den Delegierten an den Gleichstellungsdelegierten verbessern. Sie haben auch Recht auf Donnerien, die nur Geschlecht ventiliert sind. Das beste Gesetz not nicht, wenn nicht eine allgemeine Bewusstseinsbildung sowohl bei den Betrieben wie an der Gesellschaft zusammen mit den Männern stattfindet. Stereotypen an die klassische Rollenverständnisse zwischen Mann und Frau sind aber noch immer tief verankert. Schon oft haben wir an diesem Heiligen Haus über das Thema geschwärzt, und es wird zu viel geschehen, wenn es heute für die Last nötig gewesen wäre. Herr Präsident, die Damen und Herren, die CSV-Fraktion hat schon den 11. Januar an den Rapporteur als darauf angegangen, für eine Splickung vom vierleitenden Gesetzesprojekt angefragt, weil eigentlich zwei ganz verschiedene Themenfelder berührt. Und noch, auch wenn die allen zwei etwas mit Chancengleichheit zwischen Mann und Frau zu dienen. Wir hatten aber auch, muss ich sagen, nicht die nötigen Explikationen an der Chancengleichheitskommission zum Volley Arbeit gekriegt, mit der Remarque, dafür wäre eigentlich den Arbeitsminister zuständig. Dafür hat doch CSV gemeint, es wäre besser, wenn die Arbeits- und Beschäftigungskommission sich direkt ganz gift mit dem Volley befassen.
Die Regierung hat aber noch Strach an der Rapport hat gesagt, es wird der politische Wunsch für die zwei Wollen an engen Gesetz zu regruppieren, an die Arbeitskommission soll just mit einem Avis saisiert gehen. Die Majorität hat aber am Anfang das so durchgestellt, wie wenn die Arbeitskommission selber sich auf diese Wolle von der Egalität des Chancen aufmerksam gemacht hat. CSV begrüßt zwar, dass es zu einem Avis von der Kommission du Travail kommt, wir finden aber nach wie vor, dass es besser gewesen wäre, die zwei Wollen von der Arbeit und von der Geschlechterklausel bei den politischen Wahlen getrennt zu behandeln. Und dafür hat die CSV-Fraktion auch gefragt, Herr Präsident, für Herrn No separat über den ersten Artikel aufzustimmen. Und dann zum Filetstück von dem Regierungsprogramm. Quota or not quota, that's the question, für es mit Shakespeare zu sagen. Zu bald keinem Thema, wo sich Geister mehr, sogar unter den Majoritätsparteien, an zu bald keinem Thema, sind aus den Jahren mehr Tint geflossen, wie zum Thema Geschlechterquote, am Speziellen zum Frauenanteil auf der Kandidatenliste von den Parteien. Propos von der Regierung hat dann noch am Anfang für ein regelrechte Gambia-Theater gesucht. Kokas jedenfalls Chambers-Petition gegen gesetzliche Quoten, ugestiefelt von LSAP-Politikern, die hier eigener Minister an den Rücken gefallen sind, aber wo sich auch nach Jungdemokraten mit an die Boothöhle gelassen. Gerade so Kokas ein Artikel am Land von einem höheren DP-Mandatär, Parteimandatär, den unter anderem von Affentheater geschwärzt wird. Was war da gemeint? Muss ich doch sagen, die Dach für Männer liegt provokant, hajasse, an mit Staatsgelder bezahlten Gleichstellungskampagnen von dem zuständigen Minister. Nach Mekokas, das so von einem Member von der DP-Fraktion auf dieser Tribüne, beim Debat über die Proposition de Loi 6586 vom honorablen Herr Karteiser, DP wirklich große Freund von Quoten, an sie gesichert nicht erstrebenswert für interne Quoten an der Partei anzusetzen. Wie das dann noch geht, von Haut voraussichtlich, wie sie ja nie, Gesetz gestimmt wird, dann hat DP ja wohl noch immer kein internen Quote, wie was möchte sie dann mit der gesetzlichen Quote? Und das ohne schizophren zu gehen. Wohl verstanden. Très bien. Wohl verstanden. Herr Präsident, hat Madame Loschat das Wort gefragt. Wohl verstanden. Faktenweise ganz klar, dass die Beteiligung von den Frauen und den politischen Entscheidungen muss verbessert gehen. Mit 17 Frauen durch Norregeln an der Chamber, sonst wären dann nicht 14, leider mit ein bisschen mehr wie 20% am europäischen Ranking auf 20. Platz. Von den Vizepräsidenten an der Chambre als eine Frau, und von 23 Chamberskommissionen gehen es 6, also gerade 4 von Frauen präsidiert. Mit 2 Frauen von 6 Lützeburger Gewählten am Europaparlament kommen wir genau auf ein Drittel. Moment, wird just Madame Andrich wird. Merci, Herr Präsident. Mit 4 Frauen von 18 Regierungsmembern sind wir bei 22%. An Laien Lo no der Demission vun enger Minister e gut Stück ënner der EU-Moyenne vu 26%. Mat 13% Burgermeisterchen, mat engem 5. Chefinnen, mat engem 4 Gemengekonseilleren, last but not least, mat 6 weibliche Membern am Staatsrat vun 21 KK behaupten, dat fir top. Die Regierung huet awer kein kohärent Approsch bei der Affäierung von Geschlechterklauseln an as sech net konsequent an CSV trop gewies. Dafür hat sich eben nicht nur CSV, mir auch sogar eine Reihe honorable DP-Deputiert gewonnen. Wir werden nicht auch bei den Gemengewahlen. Wir werden sich doch just auf eine Sensibilisierungskampagne limitieren. Die von der LSAP mit der Madame und Tour mit der Posch, die hat jedenfalls so direkt als sexistisch plakativ Kampagne verstanden gehen. Wir werden nicht auch die Regierung oder am Staatsrat. Bei der Reform vom Staatsrat als zwar ein Mindestzahl von 7 Personen vom unterrepräsentierten Geschlecht vorgesehen, aber es war ja aber die Regierung, die sich ja schon vor 4 Jahren umsetzen, ihr die Reform votiert wäre.
an am Platz Politspielerscher mat der ADR unter Besetzung vun der heger Körperschaft hat jo nicht verhindert, dass die Geringpartei wie zum Tourwert Frauen an Trenne geschickt hat statt 3 Männer. D'autant plus, wo jo eng Geschlechterquote fir de Staatsrat an ihrem Wahlprogramm vorgesehen ass. CSV hat kein Gesetz gebraucht, aber braucht auch kein für eine politische Quotenregelung anzufeiern. Sie hat schon 2001 als erste von den großen Parteien eine bindende Geschlechterklausel von einem Drittel an ihre Statuten angefordert, und das nicht nur für Chamber an Europawahlen, sondern auch für die Gemengewahlen und auch für die Parteigremien. Aber im letzten Statutenkongress ist diese Regelung auf ein fakultatives Niveau von 40% aufgehoben ging. CSV ist also der Meinung, dass alle Parteien sich soll ihren eigenen Profil gehen, ersetzt auf freiwillige Quoten. Sie ist also nicht gegen das Prinzip von den Quoten. Das ist auch gar nicht so klar erwiesen, dass die 9 europäischen Länder, die gesetzliche Quoten haben, am Anfang noch besser da stehen. CSV ist aber gerade so der Meinung, dass eine Geschlechterklausel immer nicht mehr ein Instrument sein kann, weh zur Chancengleichheit. Die junge Generation Frauen verliert gern aus den Händen, dass das nicht alles so selbstverständlich ist und auch nicht wäre. Dafür die öfters pejorative Konnotation von Quotefrauen. Es geht wohl verstanden, und auch der Rapport hat darauf hingewiesen, darum kompetent und gleich qualifiziert Frauen während einer Übergangszeit zu fördern. Daneben ist ein Package von Maßnahmen nötig, für die existenten Hürden zu verwandeln, wie ein neues Programm für junge Frauen und Männer, politische Formationen für Frauen und Männer, Mentoring für potenzielle Kandidatinnen, bessere Vernetzung und Visibilität an den Medien. Auch das ist CSV am Gang umzusetzen. Und vor allem kann sich schon seit Jahren auf eine starke Frauenorganisation CSF zielen, die das alles mit angestoßen wird. CSV hat Remark vom Staatsrat abgeworfen, für die Regierung dann nicht als Weltsystem carrément auf die Liste gefallen, weil du auch andere Länder, Wehr fand, für auch zum Beispiel Strophe 14 gesehen als Beispiel, da sehen du Plätzen von der Lust Eidelstohe lässt, als nehmen von den Möglichkeiten. Aufgesehen davon, als aber CSV der Meinung, dass es besser wäre, den Parteien einen positiven finanziellen Incentive zu geben, an der Plätze finanziell zu strafen, wenn sie die Quoten nicht anhalten, ihnen dann, wie gesagt, ein Incentive zu geben. Ich erinnere noch daran, dass das auch sogar am Koalitionsprogramm von der vierten Regierung vorgesehen war, da wird der LSP ja auch dran, wenn ich mich gut erinnere. Ob der Vorstoß von der CSV hin, hat die Chancengleichheitsministerisch gemeint, als Gesetzgebung wäre eben so abgebaut, dass, wenn er sich nicht daran hält, die bestrafen wird. Die Meinung kann ich zwar nicht teilen mit dem Minister, weil nur noch eine Reihe Gesetze, wo der Staat etwas belohnt, wenn die Objektive erreicht gehen, da das zum Beispiel der Fall beim Pakt Logement, wo die Finanzspritze gibt, wenn die Bevölkerungszuwachs ein bisschen miserier wies, als Beispiel gesagt. Das ist ein politischer Schwach, das ist schon angeklungen, aber das ist auch nicht der einzige Weg. Auch der Premierminister hat letztens bei der Ouverture von der Europäischen Männerkonferenz für die Regierung gesagt, für die Regierung wäre es normal, Frauen und Männer mit auf die Liste zu holen. Andere Parteien wollten mehr wie das normal machen, indem sie Prämie geben, wenn Frauen mit auf die Liste hält. Wie werden damit etwas belohnen, was normal ist? Die Regierung gibt Strafen, wenn das normal nicht angehalten wird. Aber ich frage die Demokratische Partei, was das dann nur für sie das normal? Weil lesen ich an dem 4 zitierten Landartikel, ich zitiere, Quoten wären für die Demokratische Partei nie die optimale Lösung, um der geschlechtsspezifischen Ungerechtigkeit zu begegnen. Dann ein bisschen mehr weit, bei den Koalitionsverhandlungen zur blau-rot-grünen Regierung reagierte die DP auf die Entwicklungen im internationalen, vor allem im europäischen Umfeld, wandte sich von ihrer ursprünglichen Position ab und akzeptierte eine gesetzliche Quotenregelung für Verwaltungsträger und Parteilisten. Bei 40% liegt demnach das anvisierte Ziel der Regierung. Auch hat sich die Demokratische Partei damit einverstanden erklärt, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf Wahllisten finanziell zu fördern.
Also umso irritierender ist deshalb der rezente Vorstoß des Chancengleichheitsministeriums anzusehen, bei der Parteienfinanzierung Kürzungen bis zu 75% vorzunehmen, sollten die vorgeschriebenen Quoten nicht eingehalten werden. Eine solche Regelung, die JDL bezeichnet sie in ihrer Pressemitteilung als populistisch, erscheint mir allerdings ein äußerst diskriminatorischer Eingriff in die organisatorische Freiheit der Parteien und ihrer Sektionen. Sie läuft Gefahr, im Namen des schnöden Mammons die Falschen in der Politik zu fördern. End vom Zitat. Das erklärt also, wie wird mir immer gemengt tun, an der Chancengleichheitskommission sitzen Membres von einer anderen DP wie die von den Regierungsmembers. Und durch diesen internen Koalitionsdruck können wir verstehen, als Chancengleichheitsminister schlussendlich dazu kommen, für Misse Wasser an ihre Wein zu schütten und dafür die Übergangsfrist, für das die finanziell Strafenrechte vollspielen bei denen übernächste Wahlen. CSV hat an der Kommission eng Alternativ für gelöscht. An den 21. Juni Amendementer abruht, die aber von der Majorität, der Rapporteur hat es gesagt, verworfen werden. Ich will, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, CSV-Amendementer aber noch einmal abbringen und auch zum Wort stellen, an dem nur sollen die Parteien, die ein Geschlechterquote von mindestens engem Drittel erfüllen, also eng dementsprechend finanziell Unterstützung kriegen, nicht auf Basis vom Parteienfinanzierungsgesetz, sondern auf Basis vom aufgeänderten Wahlgesetz vom 18. Februar 2003. Und da soll den Artikel 93 einen neuen Abschied beikriegen, wird eine Partei no bei dem Sockel von 40% geht, wird Majoration auf der Dotation für die Wahlkampfkosten mehr hoch geht. Für die Chamberwahlen kann es dem nur ein Abschlag geben von 5 bis 25%, ab 20 bis 24 Kandidaten, wenn über die 4 Wahlbezirke die national Moyenne erreicht ist. Für die Europawahlen mit einem einzigen Wahlbezirk dürfen der 12,5% ausmachen. Für ein Minimum von einem Drittel bis 40% wird auf jeden Fall 2 Kandidaten ausmischt. Das wird also direkt gekoppelt und Wahlen ergibt auch nicht mehr alle 5 Jahre erfallen. Das wird ein ganz moderiert Ausgabe, weil es geht ja darum, also nicht darum, für Parteikäsen zu füllen, respektive Frauen zu kaufen oder ein Budget zu betreiben. Und das ist also an kurzem Sicht die Alternative, die CSV proposiert wird. Und dafür deposieren ich die auch nicht, Herr Präsident. Und froh, dass darüber aufgestimmt gehen. Aber vielleicht können die Kollegen von der DP oder nach einer Kollegen sich auch gerne an den Amendementen von der CSV rallieren, die man dann heute zum Wort stellen. CSV steht für eine Politik, die Frauen aktiv fördert, und das auf alle Niveauen und an alle Gesellschaftsbereiche. Für allem also Bewusstseinswandel nötig, an den Weg müssen wir zusammen mit den Männern gehen. Die Haltung von den Talenten, die Haltung von der Verantwortung. Ja, das geht aber nicht mit der Brechstange. Sonst riskiert nicht nur den gläsernen Plafond erschießen zu gehen. Eng méi hohe Proportion von den Kandidatinnen auf den Wahllisten von den Parteien heisst ja auch nicht automatisch, dass mehr Frauen gewählt gehen. Quotier, letztendlich müssen Frauen, wie gesagt, gewählt gehen, und da behalten selbstverständlich die Wählerinnen und Wähler das letzte Wort. Ich kann Ihnen just ein Wort von Michelle Bachelet, die frühere Präsidentin von Chile, mit auf den Weg gehen. Nächste Präsidentin mit auf den Weg gehen. La politique gagne en qualité quand il y a des femmes. Sonia Schmerzi. Merci, Orta, Madame Andrich.